Hallo zusammen, du bist Cletus oder Chris. Hoffe, es geht nicht gut, hoffe, alles klar. Hoffe, seid ihr nicht allzu überfordert mit so vielen Videos in so kurzer Zeit. Aber ich habe jetzt endlich herausgefunden, wie ich es machen kann mit dem Aufnehmen bei gewissen Games auf jeden Fall. Mit dem DK2. Und es ist eigentlich relativ simpel. Ich muss einfach das OBS auf dem gleichen Gerät laufen, wie ich am Gamen bin, und kann dann auswählen, dass ich halt einfach den zweiten Bildschirm aufnehmen will. Jetzt funktionieren nicht alle Games mit dem zweiten Bildschirmmodus, aber was ganz sicher funktioniert hat, ist das Quake 2. Hey, holy shit. Und ich sage euch, nach 8 Minuten habe ich fast gekotzt dazu, ohne Witze. Ich habe zwar gesagt, mir wird es nie schlecht, aber ich habe jetzt definitiv ein Game gefunden, wo es mir schlecht wird. Und es ist gut gemacht, es ist wirklich gut gemacht. Von der Bewegung und dass man eben auch Knarren und den Kopf unabhängig voneinander kann drehen, ist natürlich ganz cool. Und halt auch wieder mittendrin. Ich habe auch ein bisschen darauf angelegt, muss ich jetzt ehrlich sagen, mit dem Schlechtwerden, weil ich habe überhaupt keine Rücksicht genommen auf Strafen oder eben auf schnelle Bewegungen und all das, was einem so ein flaues Gefühl im Magen geben kann, habe ich einfach mal ignoriert und wie gesagt darauf losgespielt. Und ich glaube, so in den ersten 6 Minuten habe ich mich auch noch ziemlich gut gefühlt oder haben wir auch mal eingeredet, dass es mir noch gut geht. Aber dann eben ja 7 und spätestens nach 8 Minuten habe ich sagen, hey, nein, wenn ich jetzt nicht aufhöre, dann kotze ich mir da wirklich noch über die Füße. Oder geht die Brille rein. Habe ich ganz geil gefunden, hier die Fliegen oder halt die Pünktchen, die schwarzen. Ich weiß nicht genau, was noch original ist und was irgendwie mit diesen HD-Texturen ist verändert wurde, die ich hier eingefügt habe. Aber ist eigentlich auch nicht so tragisch. Und ihr seht vielleicht, dass zum Teil so ein bisschen die Arme halt einfach abgeschnitten in der Luft hängen. Das sieht man dann im Rift auch, aber das ist mir eigentlich noch gleich, weil wenn ich ein bisschen zurückhocke in meinem Stuhl, das heisst ein bisschen weiter weg von der Kamera, dann realisiert das Game und dann bin ich halt einfach ein bisschen weiter hinten und dementsprechend sieht man dann die abgeschnittenen Arme. Wenn ich ein bisschen weiter vorne gehe, dann ist das wieder kein Problem mehr. Und so kann man dann auch mit seiner Körperposition eigentlich einstellen, was einem am angenehmsten ist. Ich denke, wenn man ein bisschen mehr sieht, ist das ein Vorteil im Vergleich zu ein bisschen weiter vorne sein und darf ein bisschen weniger sehen, aber eben, das ist Geschmackssache und vielleicht wäre ich gescheiter auch ein bisschen weiter vorne hocken geblieben. Yeah. Schon fast ein bisschen hektischer Spielstil, aber es ist nicht unbedingt anders, als ich auf einem normalen Bildschirm spielen. Von dem her ist das hier wirklich auch ein gutes Experiment gewesen, auch wenn es am Ende dann, nicht zu meinem Vorteil ist rausgekommen. Jesus Christ, ich musste echt etwas essen und so. Und ein bisschen an die frische Luft hocken. Ich habe gehört, Ginger Ale hilft noch gut, wenn man so ein bisschen anstrengende Sachen für die Augen macht. Ja. Vielleicht noch schnell zum Game, eben Quake 2. Ich weiss nur, dass ich das Quake 1 gespielt habe, aber das 2 habe ich aus irgendeinem Grund, glaube ich, komplett ignoriert. Vielleicht habe ich dann einfach auch keinen PC gehabt, wo das hätte laufen können. Hier seht ihr die sehr interessanten Wasser- und Welleneffekte, die an und für sich eigentlich noch schnittig aussehen. Natürlich völlig unrealistisch sind, aber das ist ja nicht das Einzige, was in diesem Game nicht unbedingt auf Realismus getrimmt ist. Wenn man jetzt eben das Rift anhat, kommen die Wellen einem zum Teil wirklich ins Gesicht rein und eventuell hat auch das ein bisschen zur Übelkeit beigetragen, aber so vom grafischen Effekt hat es mich eigentlich noch schnittig gedünkt. Also schwierig zu sagen. Was weniger schwierig zu sagen ist, dass es relativ linear ist, das Game. Und trotzdem habe ich mich jetzt hier fast ein bisschen orientierungslos gefühlt. Immerhin Pumpe gefunden. Und Pumpe ist eigentlich eine gute Waffe. Auch wenn man mit der AA12 knapp KMO abgeschafft hat. Und sie hier im Quake 2 braucht ein bisschen lang zum Nachladen. Und da kommt jetzt etwas ganz Gespässiges. Jetzt den Schalter wollte ich drücken und es geht einfach irgendwie nicht. Darum spulen wir jetzt schnell ein bisschen vor. Sorry, ich bin schon ein bisschen müde. Weiter geht's.
So, und da wären wir wieder. Und ja, jetzt versuchen wir das noch einmal. Haben wir wieder auf die gleiche Taste wie vorhin, ich schwöre. Und jetzt geht hier die Tür gegen oben auf. Und dieser Sprung ist mir auch richtig spässig reingekommen, ohne Witze zu haben. Also, yeah. Ich freue mich jetzt schon, das weiterzuspielen, weil es hat sich echt geil angefühlt. Vor allem, weil eben der Kopf und Knarre getrennt voneinander steuerbar sind. Und gleichzeitig muss ich halt meinen Magen noch ein bisschen trainieren, mein Hirn noch ein bisschen trainieren. Und dann kommt das dann schon gut. Das Erfreuliche ist, dass jetzt eben wirklich auch einiges hoffentlich werden können aufnehmen, somit auch das Elite Dangerous. Und dort werde ich dann noch versuchen, so ein bisschen eine Art Facecam zu machen, wo man halt einfach mein Gringli mit dem Headset sieht, durch die Gegend rumschauen, wie ein Bekloppter. Und in meinem tuneten Rennsessel sitzend. Swiss hat ein ganz flottes Video gemacht über so meine Erlebnisse. Zieht euch das noch rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt im Fall. Link ist natürlich in der Beschreibung. Ich versuche noch hier die Unterwasserwelt zu erkunden, aber es ist ein bisschen spässig. Vor allem habe ich nichts unten gefunden, was mich am meisten verwirrt hat. Aber vermutlich habe ich etwas übersehen, weil für nichts haben sie die Area, das Gebiet auch nicht gemacht. Ja, also wir nähern uns langsam am Ende zu. Das ist ganz ein spässiges Viechel, das da plötzlich auftaucht ist. Also irgendwie mit den Gegnern sind sie ziemlich durchdreht in diesem Game. Und das mal so ein bisschen zu schnetzeln haben, ja, das kennen wir ja von diesen brutalen id Software Games. Und irgendwie kann man auch noch so Gegenstände brauchen. So, ich weiß nicht, ob sie noch ein bisschen Rollenspiel-Sachen einbauen wollen. Ja, nein, ich habe fast schon ein Flashback an meinen gespässigen Magen, wenn ich das jetzt schon wieder anschaue. Ich bin auch gespannt, wie es mit dem Mond geht, mit diesem Game. Und wenn ich mal richtig bekloppt sein, spiele ich einfach wirklich bis ich kotze. Aber das tue ich, glaube ich, mir selber nicht an. Ich weiss, ihr würdet das vielleicht sogar noch gerne sehen. Und ich kann da mal einen gewissen Unterhaltungswert nicht absprechen. Aber eben ja, in meinem eigenen Interesse lassen wir das, glaube ich, sein. Vielleicht sollte ich auch nicht immer so ruckmässig rumschauen, sehe ich hier jetzt auch gerade beim Anschauen von diesem Video. Aber wie gesagt, wir müssen echt aufhören, sonst ist es nicht mehr lustig. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist zwar immer ein bisschen gespässig mit diesen zwei Bildschirmen. Oder besser gesagt Bilder. Aber immerhin. Das wäre das Quake 2 mit dem DK2. Schönen zusammen und gute Nacht.